Herzlich willkommen in der Praxis an der Quelle. Dr. Friedknecht ist bald für Sie da. Bitte nehmen Sie so lange im Wartezimmer Platz. Hallo? Ja, hoi. Ja, ich denke so in einer Stunde, 1,5. Ich habe eben noch einen Massagetermin. Ja, das ist doch gut. Also, tschüss, ciao, ciao. Schon eine Viertelstunde Verspätung. Ich warte schon seit 20 Minuten jetzt. Aber es ist doch immer so. Haben Sie schon mal so einen Termin persönlich, pünktlich gehabt? Nein. Aber ich finde, Sie könnten dann wenigstens anrufen, wenn Sie Verspätung haben. Sagen, wir haben eine Viertelstunde Verspätung, dann könnte ich es mir wenigstens einrichten oder so. Aber ja. Grüezi miteinander. Grüezi. Entschuldigung. Schon gut. Entschuldigung. Warum kommen ihr zum Arzt? Ich habe eine Nachkontrolle. Und Sie? Ich habe in letzter Zeit einfach ein bisschen schlecht geschlafen und habe jetzt wie gedacht, ich gehe mal schauen, ob es da irgendetwas gibt, was man machen kann. Genau. Ich habe meinen Fuß verletzt beim Fußballspielen. Sport ist Mord, sage ich immer. Also das ist alles nichts für mich. Vor allem Fußball. 22 Menschen rennen einem Ball nachher. Nein. Meine Tochter spielt eben auch Fußball, da muss man ein bisschen angefressen sein. Welche Position braucht denn am meisten Energie? Ja, schon meine. Weil halt der Druck sehr groß ist und man die Leistungen immer muss zeigen und wenn man sie nicht zeigt, dann wird man halt relativ schnell austauscht. Welche Position spielen Sie denn? Ich bin Mittelstürmer. Wie meine Tochter. Ich habe ja die Abseitsregeln nie verstanden. Das ist so kompliziert. Können Sie das erklären? Ja, also es ist schwierig zu erklären. Also im Prinzip
funktioniert das so, wenn die von vorne spielen, also die Stürmer, wenn die aufs Goal zurennen und dort die Verteidigungslinie durchbrechen und der Ball dann ist abseits. Pass auf! Kannst du mir ich mal die Tür zumachen? Entschuldigung. Ja. Grüezi miteinander. Grüezi. Wo geht ihr rüber? Jetzt doch nicht so. Sie Hey, es sind unter tut so Leuten. weh, ich sag das. Da. Entschuldigung, stört Sie es, wenn ich das Tischchen da ein bisschen würde? Ja, geht. Ja. Komm, hör auf! Echt jetzt! Macht das Nein, es ist super so. Was ist, wenn er mehr anschwillt, dann bringst du ihn gar nicht mehr einfach raus. nicht. Haben Sie auch Fußball gespielt? Fußball, also, wieso? Weil der Herr hat eben seinen Fuß beim Fußball kaputt gemacht. Nein. Das ist mein Geschick beim Christbaum schmücken. Oh je. Er ist auf den Bürostuhl aufgestanden. Und wer hat gesagt, ich soll auf den Stuhl stehen, wer? Ich habe nicht gesagt, du sollst den Bürostuhl nehmen. Ja, welchen denn? Wir haben ja keinen anderen in der Stube. Du hättest das Tabarettchen holen können. Das Taburett ist da. Ich habe gesagt, wenn wir in die Landung gehen, den scheiß Christbaum posten, können wir gerade auch so einen Bockkletter mitnehmen. Wir kaufen den ja normalerweise auch nicht in der Landi. Normalerweise hole ich eben den Christbaum in der Blumenbörse, gerade am Morgen. Dann hat er nicht so viel mitzureden, aber er hat eben immer so gern so ein Normann-Tändchen. Also sie sind auch wahnsinnig Was? Ein schön. Nordmannstel? Stimmt gar nicht. Ein Schweizer Rot-Tanne. Direkt aus dem Wald. Die scheiß Nordmannstanne. Du willst immer wegen der Nodeln, die dann noch bis im März haben. Nein, du willst Normann-Tannen, weil es nicht immer so schnell lettert und du immer das Zeug in den Söcken steckend hast. Ja, dann haben wir eben etwas anderes, haben wir dann müssen ein Normann-Tändchen posten. Und ich sage Ihnen, also gerade um die Ecke herum, dort hat es Tändchen gehabt. Also Bist du sicher, dass das irgendjemand interessiert da innen? Jetzt lass mich mal ausreden. Da hat's also eine kleine gehabt, wunderschön. Und dann haben wir aber so eine grosse gewesen. Also ein Prachtstück. Ich habe noch nie so einen Baum gesehen. Der war regelmässig gewesen. Also von der Abstufung her perfekt, um die Kerzchen dazwischen zu stellen. Also wirklich Wahnsinn. Und der Glühwein. Also nur schon wegen dem hat es sich gelohnt. Und dort kann man einfach nachfühlen. Also da sagt niemand etwas. Also der war wirklich fein gewesen. So einen müssen wir beim nächsten Apero machen. Mega fein. Ja. Ja, und dann ist es eben ein bisschen grösseres Ständchen geworden, wie das Aussemmel. Ja. Obwohl, ins Auto haben wir ja reingebracht, von dem her. Wir sind eben zum Glück mit dem Cabriolet dort gewesen, und dann haben wir die Tannen einfach von oben können so reinstopfen. Also, er hat dann schon ein bisschen gemotzt. Bei der ersten Kurve hat er gesagt, er stachelt ein bisschen im Gesicht. Aber ich habe gesagt, macht nichts, wenn du mich küsst, stachelt es bei mir einmal auch. Auf jeden Fall sind wir dann heimgefahren. Ich hatte die Tannen so umarmt. Also, wir sind froh, es hat uns kein Polizist gesehen. Das hat ja ausgesehen, ich so umarmen mit den Tannen heimgekommen. Die Heim haben aber dann gemerkt, da ist doch ein bisschen zu gross. Ja, komisch. Wer hat gesagt, wir sollen zuerst die Höhe messen von der Stube? Und du hast gesagt, nein, wir schauen dann. Genau. Super haben wir geschaut. Super. Obwohl, ich habe durch das ein neues Talent in dir entdeckt. Er ist ja nicht so der Handwerker. Aber wie er den Spitz hat können kürzen. Ich habe einfach gesagt, der oberste Teil vom Spitz, den muss am Schluss wieder draufstecken. Und dann hat er zwischendurch wirklich, also einen geraden Schnitt hast du angebracht. Wahnsinn! Hat er einfach ein Stück rausgeschnitten. Und dann haben wir sie zusammengesteckt. Obwohl, hätte man auch gar nicht unbedingt machen müssen. Da kommt ja der Stern noch. Der scheiß Stern. Das ist auch so etwas. Warum muss immer noch so ein Stern auf den Christbaum drauf? Was, so ein Stern? Das Hat's Stall von Bethlehem irgendjemand interessiert, ob es noch einen Stern auf dem Baum oben hat? Das ist der Stern von deiner Tante Emma. Der ist von der Emma. Den tue ich dir zu lieb einmal aufs Christbäumchen drauf. Ich habe immer gemeint, das sei von deiner Großmutter. Sonst hättest du nicht auf den blöden Bürostuhl rauf müssen. Sowieso, der passt sowieso nicht in mein Farbkonzept hinein. Oh, du hast ein Farbkonzept. Ja, habe ich. Hätte ich, mein lieber Schatz, hätte ich. Aber wegen dem blöden roten Spitz habe ich immer so blöde rote Kugeln dran. Ich hasse Rot, das weißt du. In meinem Blumengeschäft hat es weder beim Eingang noch im hintersten Räumchen irgendetwas Rotes.
Aber mein Christbaum daheim ist rot wegen dem blöden Stern von der Tante Emma. Kannst du jetzt dein blöde Gerät mal abstellen? Ja, ist was, ich kann doch schauen, wann ich will. Stell jetzt ab. Jetzt hör auf, ich will nicht darüber reden. So, jetzt schauen wir mal, was die Männer machen da. 0-0, klar, noch keine Kisten, oder? 14. Minute. Komm. Schiess doch! Wir sollten den Böck geben, wenn nicht schiessest. Immer noch ein Pässchen, noch ein Pässchen. Jedes Jahr das Gleiche, gell? Versteht man auch nicht. Ja, da Hockey schauen. Komm jetzt! Nein. Du willst nicht glauben, dass die den ganzen Tag nichts anderes machen, gell? Wer spielt denn? Ja, das Länderspiel Schweiz-Deutschland. Sie machen jetzt eigentlich nicht schlecht, aber schiessen müssen wir halt, dass es das Goal gibt, gell? Hey, die A-Junioren können es besser vom EHC Winti, gell? Das ist unglaublich. Komm jetzt! Hast du Hunger? Nein. Kannst du spielen? Jawohl! Der Bühli, hast du gesehen? Geile Sicht. Spielt das jetzt 17 Jahre in dieser Nazi und den muss sie noch machen, oder? Die Davoser ist eben Verlass. Sag ich doch. Sollen sich schämen, die Jungen. Jetzt hoffe ich einfach, sie spielen in der Offensive weiter, gell? Sonst wieder nur reinhocken, will mich nicht überraschen. Ich habe Hunger. Wann sollen wir essen? Das ist gleich. Komm jetzt. Jetzt checken doch. Ist doch nicht so schwierig. Nein, nicht reinstehen. Spiel den Böck raus. Ist wieder nichts zum Zuschauen. Du. Ist genau so, wie ich gesagt habe. Einfach wieder reinhocken. Scheiss, Hasenhockey, du. Wie lange geht es denn noch? Ja, jetzt ist der Moment, ist die Drittelspause. Warum könnt ihr nicht einfach offensiv weiterspielen? Hä? Jetzt haben sie es so gut gemacht und dann schiessen sie Kiste und dann können sie reinhocken. Super. 40 Minuten lang, oder was? Gegen die Deutschen. Hast du mir auch etwas geholt? Hast du gerne einen Schluck von mir haben? Du hättest mir auch etwas bringen können. Ich weiss doch nicht, was du trinken willst. Mal schauen, ob sie die Deutschen auch bringen. Da. Ja, die sind auch nur am Schnorren in der Pause. Ja. Hallo? Habe ich irgendetwas verpasst? Super, echt? Wann haben wir das letzte Mal zusammen Zeit verbracht? Jetzt gerade? Du hast Fernsehen geschaut, ich nicht. Aber wir sind die ganze Zeit das zweite Tag hacken. Du sagst doch immer, wie wichtig dass dir Zweisamkeit ist. Du hast mich ja nicht einmal beachtet. Dann machen wir es halt jetzt. Ich mag schon den Scheiß glotzen. Du weißt ganz genau, dass Sport schauen mein Ausgleich ist. So erhole ich mich vom Schulalltag mit diesen 25 Schnodengofen. Ich habe auch Stress im Blumengeschäft. Ja. Und obwohl es Vorweihnachtszeit ist, hätte ich gern ein bisschen Zeit mit meinem Mann. Das kann ich ja gerade in den Wege ziehen. Aber ganz ehrlich, wegen dem kann ich mich nicht die ganze Zeit um dich kümmern. Das musst du ja auch nicht. Aber du kannst mich wenigstens ein bisschen beachten. Mach ich ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur mit dir geschwätzt. Super. Genial. Super Zeit.
Wann geht denn der Match weiter? Dann schalte halt ab. So. Hä? Was hättest denn du gern gemacht, Schätzli? Hm? Hast du den Test schon gemacht? Negativ. Komm, dann schläg's nächsten Monat ein. Du hast mir gesagt, dass du mit dem Scheiß Wie aufhörst. spinnst du eigentlich? Was läuft mit dir? Ich weiss gar nicht, ob es überhaupt richtig ist, dass wir Kinder werden. Doch, aber schlägt einfach nicht bei allen gleich schnell ein. Du hättest ja sowieso keine Zeit für Kinder. Was, ich habe keine Zeit. Ich habe vielleicht jetzt keine Zeit, aber jetzt muss ich ja noch keine Zeit haben, weil wir noch gar kein Kind haben. Ich glaube, du willst gar kein Kind. Sag mir, hä? Wann haben wir das letzte Mal zusammen Sex gehabt? Okay, aber der ist jetzt nicht fair. Du bist die immer Kopfweh hat, der sonst mit deiner Girls umeinander hängt. Aha. Und warum echt? Weil die eh nicht läuft. Weil du hockst immer vor dem Scheiß-Fernseher. Aber den scheiß Fernseher kann ich selber leislicher machen. Ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt noch mit dir Kind will. Dann lassen wir es halt mit dem Schreihals. Ich habe es gewusst. Du hast mich gar nicht mehr gern. So ein Scheiß, Schatz, komm. Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Nein. Was, nein? Nein. Lass mich in Ruhe. I'm here, you are there, lying side by side. Out of touch, out of reach in the great divide. Parallel lines. Ooh. Hear the rain, count the drops on the window pane. Wide awake, stalemate, why do we play this game? Oh God, I hate this game. So open the doors. You know my heart is yours. What are we waiting for? Let's be Pioneers, and we build our home in the great unknown. Yeah. Let's be pioneers. There's a song that we sang on our honeymoon. I remember all the words, but forgot that too. Why are we out of tune? Let's forgive and let's forgive again. I'm reaching out to my sweetest friend. Can we start again? So open the doors. You know my heart is yours. What are we waiting for? Yeah, let's be pioneers, and we build our home in the great unknown.
Es ist nicht einfach in der Advents- und Weihnachtszeit. All die Hektik und die Verpflichtungen immer. Dabei möchte doch die Weihnacht das Fest von der Liebe, von der Freude und vom Frieden sein. Kannst du mir schnell die Zeitung holen dort? Danke. Ich glaube, der Frieden, der tiefste Frieden im Herz, nach dem sehne ich mich immer schon. Ja, also als Kind ist für mich Weihnachten schon das Fest der Freude gewesen, wo man einfach das ganze Jahr darauf gewartet hat und dann ist es endlich so weit gewesen. Und ja, jetzt habe ich auch schon ein paar Jahre nicht mehr gefeiert. Ich auch nicht. Aber das stimmt, wenn ich mich daran erinnere als Kind. Ich meine, du hast genau gewusst, was auf dich zukommt, oder? Am Morgen bist du schon kribbelig viel zu früh aufgestanden. Dann musst du warten, bis die Mutter den Christbaum geschmückt hat in der Stube. Dann hast du irgendwann schauen, dann hast du die Geschenkebescherung gesehen. Dann hast du wieder warten, bis der Vater herkommt vom Arbeiten, oder? Dann das blöde Fond ist noch an, so viel zu lang geht. Und nachher musst du noch die Weihnachtsgeschichte hören, bis endlich darfst du die Päckchen aufmachen. Und gleich jedes Jahr die Vorfreude. Das ist doch das, was die Kinder so triggert, nicht? Ich glaube, das ist das, was ich auch so schön würde finden. Ich glaube, wenn wir Kinder hätten, ich glaube, dann wäre es genau so, dann würde die Zeit auch so ein bisschen langsamer laufen. Und ich meine, die strahlenden Kinderaugen, einfach so, dass jeden Morgen das Adventstürchen aufmachen, sich darauf freuen, dann an Weihnachten, wenn sie runterkommen und den Christbaum das erste Mal sehen. Einfach die Freude. Ich glaube, das wäre schon anders, ja, wenn wir Kinder hätten. Also, es tut mir leid, wenn ich Ihnen da jetzt vielleicht ein bisschen Illusionen muss zerstören muss, aber ich meine, für Kinder ist es super. Sie können sich eigentlich einfach in ein gemachtes Nestchen hineinsetzen. Aber als Eltern, ich meine, zuerst einmal muss ich den Christbaum schmücken, und zwar jedes Jahr in einer anderen Farbe. Dann muss ich mit den Kindern Kleider kaufen, die zu der Deko passen, dass die Mutter, die dann am 24. kommt, auch ja zufrieden ist. Dann muss ich das Essen vorbereiten, ich muss Gutzli backen, am besten zuckerfrei und vegan, das heisst, ich mache Gutzli aus Mehl mit Lebensmittelfarbe. Dann muss ich Geschenke kaufen. Dann muss ich den ganzen Rest vom Haus noch schmücken. Dann muss ich noch ein Apero organisieren mit unseren Nachbarn, die ich eigentlich nicht mag. Und ich probiere alles perfekt zu machen. Und schlussendlich hat gleich wieder irgendjemand etwas zu motzen. Es ist ein riesen Stress und das jedes Jahr. Dabei hätte ich mir Weihnachten eigentlich immer ein bisschen anders vorgestellt. I don't care if the house is packed or the strings of light are broken. I don't care if the gifts are wrapped or there's nothing here to open. Love is not a toy, and no paper will conceal it. Love is simply joy that I'm home. I don't care if the carpet's stained, we got food upon our table. I don't care if it's gonna rain, our little room is warm and stable. Love is who we are, and no season can contain it. Love would never fall for that. Hoi Noel. Hoi Mami, frohe Weihnachten, komm doch rein. Ja, danke. Danke.
Ah, jetzt hast du den Baum so gestellt. Ja, kann man machen. Ich habe gedacht, es ist mal etwas anderes. Ja, das definitiv. Wo sind die Kinder? Noch im Zimmer. Ah, gut. Soll ich noch etwas machen, während du dich umziehst? Ich bin eigentlich schon umgezogen. Aha. Ja, du, es ist ja wieder einmal Weihnachten, gell? Kinder, das Nanni ist da. Why so scared that you mess it up when perfection keeps you haunted? All we need is your best, my love. That's all anyone ever wanted. Love is how we do. Let no judgment overrule it. Love, I look to you and I sing, sing. Aber ich muss schon auch sagen, so wie Sie es vorher gesagt haben, wenn ich mich so zurückerinnere, ist Weihnachten für mich schon auch immer die Zeit gewesen, wo es absolutes Highlight war als Kind. Einfach die Harmonie. Einmal im Jahr sind wir alle zusammen gewesen. Man hat auch die Grosseltern mal gesehen. Dann einfach so die Ritual, dass man irgendwie das Glöckchen hört und dann runterrennt in die Stube und dann geht man rein und dann ist dort der Baum. Das ist schon, für mich ist das immer die schönste Zeit des Jahres gewesen. Also das macht ja im Schulalltag genau so, oder? Mit diesen Ritualen, wie wir die Kinder morgen empfangen in der Schule, wie wir sie willkommen heißen, dann müssen wir sie in Pausen entlöhnen, dann müssen wir wieder zurückholen aus der Pause und so weiter. Das gibt den Kindern einfach Sicherheit, die Ritual. Das ist der einzige Grund, oder? Für mich ist Singen. Singen war immer das Highlight von diesen Ritualen. Sie haben meine Großmutter noch nie gehört singen. Oh je, da erinnert sie mich auch gerade an Weihnachten. Da sind wir bei meinem Grossi zu Hause, viele zu kleine Stuben, die ganze Verwandtschaft dort reingepresst. Und dann ist mein Großvater so auf einem breiten Sessel gesessen, ist immer mehr so drin versunken. Und während dem Schlafen ist ihm der Kopf so hinten runtergefallen, das Maul ist ihm offen gestanden und wir haben alle gesungen: Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Sie können sich vorstellen, wir als Kinder, wir haben losbrustet. Also ich glaube, wir haben nachher keinen einzigen Ton mehr richtig gesungen. Aber sie sind in Erinnerung geblieben, die Weihnachten, definitiv. Das kann ich mir vorstellen. Ist eigentlich noch niemand dran gekommen? Nein. Hey, nein, kannst du mal schauen, wo die MPA ist? Die ist nicht mehr da, wo wir gekommen sind. Die wird uns dann schon rufen. Was, die wird uns rufen, wenn die ja schon so lange da hocken? Wir sind ein Notfall. Ja, aber dann kommen wir sicher zuerst an. Ja, ich bin nicht sicher, wie lässig das die Leute finden. Kannst du bitte schauen? Geh mal schauen. Also ich warte schon 45 Minuten. 45 Minuten? Ich auch, ja. Echt? Ja. Was ist denn das für ein Saftladen? Nicht aufregen, ich gehe jetzt schauen. Danke.
Ist nicht schon geil, der Dr. Friedrich im Moment in der Ferien und irgendeine Stellvertretung? Friedknecht. Friedknecht heisst der. Ja. Aber ja, ich glaube, sein Sohn macht Stellvertretung. Ja, sein Sohn ist doch mir egal. Der kennt wahrscheinlich die Akten nicht und jetzt ist die ganze Zeit am Lesen daheim, oder was? Komisch ist es schon. Ja, einmal kein Organisationstalent. Aber Sie haben vorher von Ihrer Kindheit erzählt, wie die Leute zusammenkommen. Also ist denn das jetzt nicht mehr so, in dem Fall? Nein, also ich weiß nicht, wenn wir das letzte Mal so als Familie Weihnachten gefeiert haben. Also es ist schon ewig her, ja. Da ist es ja. Das habe ich mal von meinem Sohn bekommen. Und? Ist nicht um. Was ist nicht um? Ist nicht um. Ja, aber Ja, also komm. schafft in aber dieser das Praxis geht doch einmal nicht. jemand? Wer hast denn du am Telefon gehabt, wo du angerufen hast? Irgendeine so eine weibliche Stimme. Das lügst du das nächste Mal selber an, wenn du Hey. es noch nicht glaubst. Sonst gehen wir gescheiter als KSW in Notfall. Dort ist wenigstens neben. Ja, aber dort fangen wir von Anfang an wieder an zu warten. Da Ja, haben aber wir jetzt dort immerhin- weißt du, dass es neben ist. Ja, aber da haben wir immerhin jetzt schon 20 Minuten hinter uns gebracht. Ich bin ja gespannt. Was haben Sie dort? Eben, das habe ich von meinem Sohn bekommen, als er noch klein war. Ich muss schnell.
Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Sicher? Nein, es ist nicht okay. Ich bin seit 50 Minuten auf den scheiß Arzttermin am Warten. Das kann es wirklich nicht sein. Nein, das geht nicht. Hey, jetzt gehe ich mal selber schauen. Hey, ganz ehrlich, ich wechsle den Hausarzt nach dem Termin, gell? Also ich wechsle für dich, hä? Also ist ja noch gar niemand dran gekommen? Nein. Hat denn irgendjemand schon den Doktor gesehen heute Morgen? Nope. Nein. Und? Nicht. Was nicht? Es ist einfach niemand rum. Hey, sorry. Es geht gar nicht. Hey, und es ist schon 12 Uhr, Mann. Was, wie spät? 12 Uhr. Scheiße. Oh nein. Hat sie noch einen Termin? Ja, ich spiele heute noch Matinee. Entschuldigung. Sorry, ich komme gerade. Ja? Ich kann nur mal fragen, ob Sie Schauspielerin sind. Ja, also, ja, ich spiele in so einem kleinen Wandertheater. Wir gehen so von Dorf zu Dorf und spielen unsere Vorstellungen, genau. Schön. Keine grosse Sache. Wo haben Sie denn die Schauspielschule gemacht? Ich habe keine Schauspielschule gemacht. Aha. Ich weiss nicht, ob Sie es kennen. Vielleicht, ich habe früher bei dieser Sendung mitgespielt, Sonnenberg-Kids. Ja klar, die Sonnenberg-Kids. ja. Ich habe noch gedacht, als wir hier gekommen sind, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Immer am Dienstagnachmittag um 5 Uhr im Fernsehen. Ich hatte gar keinen Fernseher gehabt. Ja, aber beim Kollegen, das war immer das Wochenhighlight. Das Ich ist durfte zu das ihm gewesen? Sonnenberg-Kids schauen. Ach so. Ja, es war auch eine mega schöne Zeit für mich dort als Kind. Ja, die Aufregung am Set und der Erfolg halt auch, den die Sendung hatte. Und dann irgendwann bin ich halt zu alt geworden und die Rolle ist abgesetzt worden. Aber alles, was ich immer machen wollte, ist Schauspieler. Und darum ist es dann losgegangen von Casting zu Casting zu Casting. Und es hat einfach nie geklappt, weil ich halt die Ausbildung nicht habe. Dann bin ich bei dem Wandertheater gelandet. Aber ehrlich gesagt, es läuft mehr schlecht als recht. Wir haben mega wenig Zuschauer, die Kasse ist leer und dementsprechend auch die Stimmung mies. Aber das ist schon krass, dass neben so berühmt sein als Kind und nachher ist einfach nichts mehr wett, sobald man ein bisschen älter wird. Ja, aber das ist doch mit diesen Kinderrollen. Irgendwann wird man erwachsen und man wächst halt raus. Also ich meine, ja, es ist brutal. Wahnsinn. Ja, und für uns Schauspieler, die halt irgendwie das Rampenlicht und den Erfolg so brauchen, ist das ein Albtraum. Und da bin ich jetzt. Leia Gassmann, 28, von Beruf möchte gerne Schauspielerin. Bravo, Leia. Auf dich. Hochgelobt und tief gefallen, zu oft zum Clown gemacht, aber niemals aufgegeben, jeden Zweifel weggelacht, gegen unsichtbare Feinde die Raketen aufgestellt und wir tanzen unerschrocken über jedes Minenfeld. Wir hissen Fahnen, schreiben Lieder, schicken Menschen auf den Mond, tragen Narben, die beweisen, dass sich Kämpfen manchmal lohnt, sind wie Boxer, die beim Laufen
ihren eigenen Schatten schlagen, Visionäre, die die Wahrheit so wie eine Fackel tragen. Die eine liebt den Falschen, denn er liebt sie nicht zurück. Und das Glück nicht mehr zu suchen, ist für manche schon das Glück. Wir schreiben Bücher mit Geschichten, die wir niemals selbst erleben, werden in der Nacht zum Wrack, das wir am Morgen wieder heben. Oh, oh, oh. Auf der Straße vor dem Regen. Und was für Gott eine Sekunde ist für uns ein ganzes Leben. Es gibt keine Garantie auf einen nächsten Tag mit dir, aber wir sind hier. Wir sind hier. Aus Humor, halten uns an ihnen fest. Und vielleicht ist dieses Leben ja tatsächlich nur ein Test. Es gibt Millionen Unterschiede zwischen dir und mir, aber wir sind hier. Wir sind hier. Ist es nicht unglaublich, über was dass die Menschen ihren Wert definieren? Ja. Ja, bei mir ist es schon das Skiwerferlicht und der Applaus, der Erfolg, ja, wo mir Wert gibt. Ich glaube, bei mir war es immer so ein bisschen das, möglichst alles perfekt zu machen und keine Fehler zu machen, weil dann ist man auch nicht angreifbar. Ich wollte immer die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau und die perfekte Tochter sein. Ich habe aber eigentlich dann immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht möglich ist, was sehr frustrierend ist. Ich glaube, du gibst mir Wert. Ja, musst jetzt gar nicht so schauen. Wirklich. Also nur schon, dass du mich einfach so bedingungslos liebst, es gibt mir irgendwie so ein freies Gefühl oder so. Ich kann so sein, wie ich bin. Und das tut mega gut. Und ich weiss auch, wenn ich mal einen Blödsinn boske, dann stehst du trotzdem zu mir. Und wenn ich ein Projekt habe, dann unterstützt du mich. Das bedeutet mir sehr viel. Ich würde sagen, er gibt mir so den Wert im Leben.
Ja, aber trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich meine, wir streiten ja schon noch recht gern miteinander. Ja, aber das sind ja so, ich meine, die Streiterei, das heisst ja nicht, dass wir uns nicht gern haben. Also wir wissen ja so, das tiefst innen, da wissen wir sind wie füreinander geschaffen. Da kann uns niemand trennen. Ja, aber Entschuldigung, ich meine, wenn es der Partner ist, der einem Wert gibt, was ist denn mit Leuten, die keinen Partner haben? Ja, das stimmt. He? Und dann fragt sich doch schlussendlich einfach, ja, was gibt denn einem Menschen überhaupt noch Wert? Ja. Oder wer? Oh, können Sie gerade noch fragen, ob der nächste dran kommt? Das gibt's nicht. Und was ist das eigentlich? Die kitschigste Weihnachtsdeko, die die Welt je gesehen hat. Und dann funktioniert sie noch nicht einmal. Ja, nicht. Also die müssten noch leuchten, oder was? Ja. Blinken, wahrscheinlich. Ich glaube wirklich, dieses Jahr lasse ich einfach den ganzen Karsunkel mal weg. Und mache gemütliche Weihnachten mit meiner Familie daheim in Bischi. So wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. In Bischi? Ja. Obwohl, ich finde, es ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ein Bischi? Ja, es muss ja nicht gerade das Bischi sein, aber mal mega gemütliche Weihnachten. Also so im Sofa vor dem Fernsehen? Es muss ja nicht gerade unbedingt irgendwie Sport sein, aber... So ein Hollywood-Schnulzen, Mensch, wieder da. Ja, sicher. Also der Film mit Bier und Chips ist gut. Wenn es muss sein. Also, machen wir. Das wäre wirklich cool. Ja? Ja, weil dann ist mir nämlich auch gleich, was für eine Farbe es im Baum hat. Definitiv. Aber ernsthaft? Ja, natürlich. Und wie feiern Sie Weihnachten? Also ja, eben wie schon gesagt, ich habe ja schon ein paar Jahre nicht mehr gefeiert, wie Sie ja auch gesagt haben. Und darum wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht. Was? Ja, sicher. Mach doch. Hast du ja Fragen? Entschuldigung. Also wenn Sie nicht selber feiern, wir haben gerade gefunden, also wenn Sie wollen, dürfen Sie es zu uns kommen feiern. Also wir wissen zwar noch nicht genau, wie wir feiern, aber Sie werden herzlich eingeladen. Ich würde uns freuen, wenn Sie würden kommen. Also wirklich? Ja, Voll. Im Ernst? sicher. Ich meine, der Star von der Sonnenberg-Kids bei uns im Wohnzimmer. Hallo. Ja, ich glaube, ich komme gern. Ja, ich komme gern. Sehr cool. Ja, das würde uns freuen. Ich weiß es noch nicht. Easy. Wie sollen wir es machen? Sollen wir gerade Nummern austauschen? Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee.
your very little Christmas. Let you be your light. Manchmal geht es so schnell und es ist Weihnachten. Und darum möchten wir euch einen kurzen Moment geben, wo jedes Einzelne für sich noch ein paar Gedanken sich machen kann zu dem, was es gesehen oder gehört hat. Den Moment lang für sich überlegen, was bedeutet mir Weihnachten. Das Stück im Wartezimmer hat uns mitgenommen in weihnachtliche Gedanken und in die weihnachtliche Atmosphäre hinein.